Fertig bin ich. Da werde ich einmal 5 Minuten ausrasten dürfen. Ich bin auch nicht mehr so blöd und schuft von der Früh bis auf die Nacht. Ja, Ursche! Ja, was ist denn mit dir? Hockt am helllichten Werktag da herin und privatisiert? Ja, hast denn du keine Arbeit nicht? Also glaubst du das auch nicht? Wenn ich einmal 5 Minuten nichts tue, dann sitzt das du gleich. Aber wenn du den ganzen Vormittag umeinander ratscht und die Leute ausrichst, dann spielt das bei dir keine Rolle. Ja, wie redst denn du mit mir? Möchtest du mir vielleicht auch Vorschriften machen? Das ist ja wahr auch. Jetzt bin ich schon über 20 Jahre da am Bründelhof und hab meine Arbeit immer noch recht gemacht. Schade, dass wir noch keine Bayerin haben, weil sonst warst du nie auf dem Hof daherkommen. Red nicht so viel und schau, dass du rauskommst zu den anderen, ist gescheiter. Jetzt tu mich nicht einmal so umeinander kommentieren, gell? Du weißt schon selber, was ich zu tun hab. Halt! Zuerst tust den Eimer und den Schrubb beim Küchenhaus. Da, wo das Zeug auch hingehört. Das kannst du selber aufräumen. Bist auch nicht schön dazu. Rutsch mir doch einen Buckel ab, wie du alte Heigeil, du. Ja, wart nur. Ich werde schon dafür sorgen, dass du auch noch ausfliegst. Ich hab bis jetzt noch jeden ausgebracht, der wo mir nicht passt hat. Der mir für die blöde Kuh auch noch was einfallen, das fliegt. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass meine Tochter da am Hof Bayerin wird. Und der Bauer. Aber was heißt, das ist ja nicht einfach. Weißt du, was ich sagen wollte, ist, ja, da hört sich doch wirklich alles ab, ha? Nandl! Glaubst du, das einfach alles liegen lassen, so eine Sauerei? Nandl! Ja, was ist denn los, Bauer? Sag mal, was ist denn das für eine Schlamperei da, ha? Naus mit dem Zeug! Ja, was bläst denn da mich so an? Sag das lieber der Urschel, weil der hat alles liegen lassen. Und sagst was zu ihr. Nachher muss man sich Grobheiten auch noch gefallen lassen. Die Urschel kann nicht überall sein. Die ist fleißig und arbeitet nur den ganzen Tag. Und du nicht so viel umeinander ratschen, dann wirst du selber fertig mit deiner Hausarbeit. Du als Reibeisen, du als. Du übe gleich als Reibeisen. Sag mal, muss ich mir von dem da alles gefallen lassen? Wenn er auch dein Onkel ist, ja deswegen braucht er noch lange nicht so Geschertzeit zu mir. Jetzt sei stark und tu das Zeigen aus, das ist gescheiter. Ist ja wahr, auch. Auf dem Hof sind in der letzten Zeit jetzt nur noch frech zu mir. Deppträger! Also, die geht mir jetzt schon langsam auf die Nerven. Die hätte ich schon längst ausgeschmissen, wenn ich du war. Nein. Außerdem braucht man. Und jetzt kommt ja nichts Besseres nach, weißt, gell? Aber du, was ich sagen wollte, ich hab gehört, dass der Huberbauer ein recht schönes Kai gekriegt hat. Ja, stimmt schon. Ich hab mir's gestern selber schon angeschaut. Du, das ist sogar ein wunderschöner Stierkaiwe. Ja. Das war ewig schade, wenn er das einem Metzger geben hat. So ein Kaiwe gehört unbedingt aufgezogen. Also, wenn ich gewiss wissen darf, dass er es hergibt, dann darf ich es ihm sofort abkaufen. Na, du brauchst ja bloß fragen. Dir gibt es ja bestimmt und mehr wie Nase und keiner doch mit. Hast eigentlich recht. Ja, weiter, da trinken wir jetzt, glaube ich, einen drauf. Du, Hans, wenn das Wetter da so bleibt, dann können wir die nächsten Tage mit der Ernte anfangen. Ja, freilich. Prost. Prost. Es ist ja bloß zu blöd, dass jetzt kurz vor der Ernte der Xaver krank geworden ist und die Fanny heim hat müssen. Meinst du, treibst noch jemand auf? Wenigstens zur Aushilfe? Ja, ich kann ja mal schauen. Ich hab mir zwar schon ein paar Mal umgeschaut, aber du Hans, wenn du nicht endlich einmal ein bisschen freundlicher wärst zu dem Mädel, dann kann ich gar nicht so viel auftreiben, bis du wieder weiter schickst. Geh, was heißt denn da freundlicher?
Von denen hat doch jede geglaubt, sie kann da am Hof Bayerin werden. Ja. Und das hat aber die Nandl jedes Mal hintertrieben. Ne? Na, du tust der Nandl wirklich Unrecht. In der Beziehung lasse ich mir von niemand was reinreden. Verzeih mir nix, ich kenn mich aus. Die tut dir was ins Gesicht nehmen, so schön. Das Gescheiteste war, wenn du endlich einmal heiraten darfst. Nix da. Das ist nichts für mich. Okay, du kannst dir doch einen Madler raussuchen, der dir gefällt. Und die hat zu einer Bayerin was taugt. Geh, bist ein junges Mannsbild, hast einen schönen Hof und... Nix da will ich nichts mehr hören davon. Also gut, ich mein's ja bloß gut mit dir. Auf mich kannst du dich auch verlassen. Das weiß ich ja. Aber, dass wir jetzt wieder zurückkommen auf unser Red, zwecks die Aushilfe. Ja, also wenn alle Stricke reißen, dann muss halt der Moserhürsel wieder aushelfen. Bauer, was hier da? Eine Aushilfe brauchst? Ja, wieso? Wissest du jemand? Ja, ich schon. Ja, wer war das dann? Ja, eine Tochter von mir. Und einen Buben hab ich. Ja, du, die dann gewiss herkommen, wenn ich einer schreibe. Ach, da hast du gehört. Einen Buben und eine Tochter hast du. Du hast ja noch nie was gesagt davon. Ja, es ist halt noch nie die Rede draufgekommen. Ja, das werden schon die richtigen sein. Du musst mir was erzählen von denen. Ja, das heißt nicht umsonst, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Halt doch du dein Mai! Also Bauer, ja, dann schreibe ich gleich, dass herkommen soll. Ich überlege mir's noch. Ja, du hast für nimmer lang Zeit. Ja, die Ehren steht vor der Tür. Da sind die Leute noch rarer als sonst. Nix da, wir brauchen niemand mehr von deiner Sippschaft da bei uns am Hof. Ich hab von dir schon genug. Mit dir habe ich nicht geredet. Und überhaupt hat es immer noch der Bauer zu bestimmen und nicht du. Ja. Also ich hätte schon längst ausgeschmissen, wenn ich der Bauer war. Du Quadratratschen, du windige. Unverschämter Kerl, unverschämter! Jetzt ist einmal eine Ruhe mit einer ewigen Streiterei da. Sag einmal, Bauer, muss ich mir von dem da alles gefallen lassen? Ich, als anständige Person, ja, die wo gewiss kein Menschen nicht was zu leid tut. Jetzt hörst du aber auf, geh jetzt erst auf. Und schleich dich, du alter Tatzelwurm. Der Bauer, jetzt hörst du selber, wie gehässig dieser Mensch dauernd zu mir ist. Aber ich verzeih ihm. Denn eure Leid können leicht boshaft werden. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sieht man am besten an dir selber. Unverschämter Kerl, du. Blatt doch Korabikopf! Kannst du das so wieder, wenn du die zwei Ableger von der da auf dem Hof hier nimmst, dann geh lieber ich. Wieso? Das war doch ganz günstig. Und wir brauchen uns um keinen mehr schauen. Wenn die jetzt unter der Ernte frei sind, dann taugen doch die nix. Aber bitte, es liegt an dir. Der Bauer bist ja du. Also ich verstehe gar nicht, dass du mit der Nandl in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr auskommst. Weil ich genau weiß, was das für eine ist. Ich sag dir was, die wär ich nur so ärgern, dass sie grün und blau wär. Das ist aber ein frommer Wunsch von dir. Hat das gesehen, wie lieblich sie uns jetzt so geschaut hat? Nein, es ist halt eingeschnappt. Ja, das ist mir wurscht. Also ich glaube, du siehst bei der Nandl zu schwarz. Ja. Jesus, da fällt mir ein. Ich muss ja nur zum Bürgermeister rüber. Du, da geh ich gleich mit. Ich schau beim Schmied vorbei, ob unsere Mähmaschine schon fertig ist. Ja. Du Bauer! Schau gleich in den Stall aus. Unser Sau kriegt grad Junge. Die ersten Fackel sind schon da. Na, ja, man möchte nicht glauben, wie schnell die jungen Viecher das Laufen lernen, gell? Das erste Fackel ist gerade zu dir recht. Du, weißt du, wenn du mit dem Fackel mich meinst, du bist du eine alte Wulzau. Stasi, lauf du geschwind zum Kram um mich. Ich hab was vergessen. Zettel liegt im Korb. Was? Geschwind auch noch. Du sei nicht so geschnappe. Verschwind. Ja, es pressiert. Stasi, wenn du schon zum Kramer gehst, dann springst du geschwind zum Moserhirsel rein und sagst ihm, er soll heute bei mir vorbeikommen, ja? Ist schon recht. Bauer. Kuckuck. Lasst nicht gleich aus. Geh, Stasi, warum laufst du mir denn immer davon? Geh weiter. Geh, gib mir halt ein Puzzle. Ich hab die doch zum Fressen gern.
Wenn du mich fressen möchtest, dann hättest du ja nichts mehr von mir. Geh weiter, jetzt lass dich nicht so betteln. Ja, meinst denn du, ich möchte so ein Dorfgockel wie du einer bist? Geh, Stasi, wenn du wissen darfst, wie es bei mir inwendig ausschaut, ich mag schon gar nicht mehr leben ohne dich. Ja, dann bringst du dich halt um. Okay, ich bin doch kein Selbstmörder. Wenn du mir jetzt nicht freiwillig ein Puzzle gibst, dann steig ich mir eins. Geh dir verlassen! Wart nur, gleich haben wir Hast du mich schon? die. Ich krieg dich schon. Jesus, da läuft der Maus. Oh, jeder. Wo ist denn? Steig halt runter. Ich trau mich nicht. Okay, jetzt hab ich die doch dran gekriegt. Und jetzt musst du mir ein Puzzle geben. Du frecher Kerl, du. Ja, glaubst denn du vielleicht, ich bin ein solcher, ne? Oh, Herr Blasi. Hat sich die Stasi mit dir handschriftlich unterhalten? Das geht dir ein Schmarrno. Was willst du da? Ja, die Mooshofer liest die war draußen am Gartenzaun auf die. Sie hat gesagt, du sollst schnell zu ihr rauskommen, sie muss dir was Wichtiges sagen. Okay, die soll mir einen Buckel runterrutschen, die Pläne hin. Geh doch zu, lass dir doch von der Pustel geben. Die war gewiss schon mit Sehnsucht drauf. Was ist denn da los? Ja, Stasi, du bist schon da? Du, den Korb gleich her. Ich war ja noch gar nicht fort. Was stehst denn dann so lange umeinander? Ja. Du hast mir ja gar kein Geld gegeben. Geld, das liegt doch im Korb in ein Papier eingewickelt, du bläder Dotschen, du. Das kann doch eh nicht schmecken. Du sei nicht so vorlaut. Schleich dich! Ich geh ja schon. Du brauchst mich nicht so anschreien. Warum gehst du nicht hinaus zu deiner Haremsdame, du alter Haremswächter? Übrigens, was habt's denn jetzt um die Zeit da herin verloren? Sehnsucht haben wir gehabt nach dir, weil du uns so sympathisch bist. Schaut's, dass hinauskommt an eure Arbeit. Du uns du nicht so viel rumkommandieren. Das geht mir schon langsam auf die Nerven, dass du dich auskennst. Überhaupt, Nandl, kannst du mich... Weißt du schon was? So ein gemeiner Kerl. Okay, reg dich doch nicht auf, Nandl. Das schadet deiner Schönheit. Ja, glaubt's denn ihr könnt's mit mir schütteln da rein? Und für dich, Birschel, für dich wird es höchste Zeit, dass du mal einen Anstand lernst. Du musst ja feine Kinderstunde gehabt haben. Ja, eine bessere schon als wenn du. Du bist ein ganz ungehobenes Mannsbild. Ha? Kannst du bitte deinen Lautsprecher auf Zimmerlautstärke stellen? Kaum trocken hinter die Ohrwascheln, da wärst du frech daherreden. Wart nur, Birschel. Ich werd's dem Bauer schon beibringen, dass er dich bald rausschmeißt. Da schlagen wir vorher das Kreuz ab! Du, wenn's nach der gang, dann hätten wir alle 14 Tage andere Dienste. Ja, aber jetzt geh halt einmal aus zu der Mooshofer Lies und lass nicht so lange warten. Okay, die kommt von mir aus warten, bis Blattfisch hat die Pläne hin. Ach so. Ja, grüß euch. Grüß dich. Da schau her. Der Missgabelbaron Blasi und die gnädige Kurstallprinzessin Ursula. Du, gell, du, dir gebe ich gleich eine Kurstallprinzessin. Möchtest du mich vielleicht ein Blecker, ha? Was denkst denn ich? So was darf ich mir doch nie erlauben, als Kavalier. Hast du dies gehört, Blasi? Er und ein Kavalier, der damische Hans Wurst. Du gib den kleinen damischen Hans Wurst. Pläne, Wolkenpläne. Was möchtest denn du überhaupt da? Das geht dir ein Trägo. Wo ist denn der Hofer? Oh, ich glaub, der ist grad mit dem Bastler in Hofnaus. Ja, dann sagst du mir, soll ich gleich reinkommen? Ich kann nicht so lange warten. Ja, warum pressiert's dir? Ich bin ein Mensch, den's immer pressiert. Ja, besonders ins Wirtshaus rein, gell? Du alter Verlott. Das geht dir ein Schmarrno. Pläne, Wolkenpläne. Gut, dass du nicht verheiratet bist. Bei dir hätte der Weib nichts zu lachen. Ja, da bin ich schon froh, dass mir unser Herrgott bis heute von diesem Übel bewahrt hat. Ich sag's dir, Urschel, ein Weiberleid, das Heiratsabsichten hat, kein eingesperrt wegen Freiheitsberaubung. Weißt du, was du bist? Jawohl, ein Freiheitskämpfer. Ich kämpfe für meine Unabhängigkeit. Ein Freiheitskämpfer.
ein altes Rindviech bist, dass du so weißt. Bläde, Wolkenbläde. Ah, du bist schon da. Das ist schön von dir. Grüß dich. Grüß dich. Uschler, geh zum Blasenhaus und sag ihm, er soll Futter schneiden für morgen. Hilfst ihm. Ja, ist schon recht, Bauer. Vierte, alter Freiheitskämpfer. Schleichte, Bläde, Wolkenbläde. Also, was willst du denn von mir? Ja, also Hirdl, du musst mir unbedingt jetzt in der Ernte aushelfen, weil ich jetzt zu wenig Leute hab. Ja, und ich? Ich muss ja auch schauen, dass ich mir Sachen reinbringe. Ja, ich helfe dir da halt schon auch mit meinen Leuten. Das habe ich mir gleich gedacht, dass das nichts Gescheites ist, was du mir zum Sagen hast. Also, Aushelfer, so wie du sagst. Ja, da muss ich mir jetzt direkt ein bisschen niedersitzen. So ist mir jetzt die Nachricht in die Füße gefahren. Da schau, direkt zitternd als mir die Füße. Das ist für ein schweres Leiden. Da brauche ich jetzt unbedingt einen Schnaps, dass das wieder vergeht. Ja, also ich darf dir gerne einen geben, aber so leid's mir tut, ich hab keinen im Haus. So, und was ist nachher da drin? Ist da keiner drin? Oder ist das ein Weihwasser, was du da drin hast? Also gut, da geh her. Du alter Hallodri, du. Ja, weißt, bei so einer Krankheit, da muss man seine Augen überall haben. Da schau her. Prost, Prost. Das ist halt doch eine gute Medizin. Das fördert den Kreislauf. Schade, dass es dir nicht auf Rezept gibt. Also da kann ich mich drauf verlassen, dass du mir hilfst. Ja, wenn ich mal was sag, dann halt das auch. Ja, aber wenn ich da schon aushelfen soll, dann muss man da auch die Fähigkeit erweisen. So, was war das nachher? Ja, weißt, wegen meinen Kreislaufstörungen muss ich mir jetzt in der Apotheke unbedingt eine Medizin holen. Aber zufällig ist mir gerade das Geld ausgegangen. Kannst mir du 5 Mark leihen? Also hier's, also, tja, so leid's mir tut, ich hab bloß 2 Magel im Geldbeutel. Geh zu, das glaubst du doch selber nicht. Dass so ein Bauer wie du bloß ein 2 Mark hat. Jetzt, wenn du das nicht glaubst, bitteschön, da schau selber rein. Ja, und da weiter vorn? Da sind lauter Rechnungen. Schade. Naja, macht auch nichts. Dann gibt's da halt dabei die 2 Mark. Die 3 Mark, die kannst du mir dann bis morgen schuldig bleiben. Ja, da hast du alter Fechtbruder, du. Mein Dank schleicht dir ewig nach. Ob er dir erreicht, weiß ich nicht. Jetzt gehen wir mal rein. Grüß Gott. Ist gut? Wie bringst du denn da daher? Ja, das sag ich dir später. Geh weiter, Stasi, nimm das Madel mit in deine Kammer mit auf. Ist schon recht. Aber zuerst muss ich danach den Korb in die Küche bringen. Soll ich das an einem Markt sein? Ja, die hab ich mitgebracht. Du hast ja gesagt, dass ich schauen soll, ob ich nicht noch einen neuen Markt auftreibe. Wie heißt nachher du? Holzinger Mariandl Und wo kommst du her? von Frauenzell. Dir ist doch recht, dass ich es mitgebracht hab. Hm? Naja, vorläufig kannst du schon mal da bleiben bei uns. So, jetzt komm mit. Wir reden dann später weiter. Da geht's nach. Dankeschön. Geh nicht weiter. Ja, sag einmal, du alter Mädchenhändler, was denn die schon wieder aufgetrieben haben? Ich bin halt ein Frauenheld. Gell? Ja, du Hans, pass auf, ich stehe beim Schmidt unten auf der Brücke, unterhalte mich ein bisschen mit ihm. Auf einmal geht das Mädel an uns vorbei, stellt ihren Koffer ab und fängt zu weinen an. Das war nicht, ja? Mitten auf der Brücke. Ja, wieso? Ja, das weiß ich auch nicht, aber sie muss einen schweren Kummer haben, weil sonst hätte sie es nicht gemacht. Naja, sie hat dann weitergewarnt und ja, mit ein bisschen guten Zureden habe ich es dazu gebracht, dass sie mit mir mitgegangen ist. Ja, das ist alles recht und schön. Aber du, jede Nächstbeste möchte man dafür nicht ins Haus holen. Du weißt doch nicht einmal, was das für eine ist. Am Ende hat die was am Kerbholz. Also das glaube ich nicht. Weißt du, mir hat ja das Mädel leid da. Darum habe ich es mitgenommen. Was anderes hast du Hirsel gesagt, dass er mit uns aushelfen soll. Zugesagt hat er mir's wenigstens. Aha, das wird dein Glück sein, gell? Sonst hätte ich mich Gendarm holen lassen. Also bei mir ist man immer gleich mit dem Gendarm da. Ich sag der Nandl, sie soll das Essen heute auf die Nacht um eine Person mehr herrichten. Ja. Du weißt doch, weil wir zwei jetzt gerade so zünftig beieinander sitzen, reden wir doch einmal von der Kunst. Was? Von der Kunst? Ja. Verstehst du da auch was davon? Ja, ich schon. Und darum frage ich dich jetzt, kannst du da nicht 5 Mark ein? Die Kunst meinst du? Nein, nicht so geschwind, gell? Nein, so pressiert's auch wieder nicht. Weißt du was?
Zuerst reden wir zwei einmal vom Obst. Wieso vom Obst? Ja, weil ich mir nicht sicher bin, ob's was wieder gibst. Warum? Warum? Willst du es mir nicht geben? Na, es tut mir leid, hier ist aber schau. Ich kann doch jetzt wegen 5 Mark mit einem ganzen Tausender wechseln lassen. Ja, dann lass das bleiben. Blöde Wolkenblöde. Hast du schon wieder mehr blöde Wolken? Ja, du Hirsel, ich hab gehört, dass du die Schweigerkattel heiraten willst. Der spinnt doch nicht. Meinst du, ich mag das langhaxerte Gestei? Wenn die im Winter keine Füße hat, dann kriegt sie im Sommer erst einen Katar. Und überhaupt, meinst du, ich bin so blöd und fuhr der Weib auch noch mit? Jetzt kann für mich selber glauben. Da brauchst du keine Angst haben. Mit erwischt keine. Aber der Gendarm hat dich wieder erwischt, wegen deiner Mille. Ja, weißt du das auch schon wieder? Du, da bin ich aber ganz unschuldig, gell? Stellt euch vor, das Pech, was ich gehabt hab. Fallen wir doch nicht so ein Eimer für Wasser um und genau in Milchkiebe rein. Ah, so, schau, gell. Beim Millibanschen haben sie dich erwischt. Was weißt du, da Mini-Batschen? Da hab ich wirklich nichts dafür können. Und überhaupt, ist doch wurscht, ob ich die Kirche Wasser zum Saufen gibt oder ob ich das Wasser nicht gleich selber in die Milli reinschütze. Da meine haben aber die von der Molkerei eine andere Meinung. Ja, das weiß ich schon. Denn ich weiß auch lieber, wenn meine Kühe Trockenmilch gaben, da kannten sie selber Wasser nicht schütten. Ja, da nutzt das Ganze eh nix, weil Millibanschen ist Millibanschen. Du, da steht sogar Zuchthaus drauf. Oh, Hirsel, und einen scharfen Richter, wenn's erwischt, der haut ja gleich die Todesstrafe hinauf. Ja, freilich, sei so gut. Ja, da sehen wir uns am Ende ja gar nicht mehr. Da muss ich jetzt gleich schauen, dass ich vor meiner Hinrichtung noch ganz schnell zum Wirt komme. Viert euch. Und du vergiss mir nicht, dass du mir vor meiner Hinrichtung noch die 3 Mark gibst, die du mir noch schuldig geblieben bist. Den her noch. Wenn sie mich vielleicht wirklich aufgehängt haben, dann nutzen wir die 3 Mark auch nichts mehr. Viert euch. Servus, Wolkenpläne. Nein. Ja, der wird auch nicht mehr gescheiter. Den kann bloß noch ein Weiberleid retten, die ihn sauber an der Kantari hat. Aber dass der noch heiratet, dafür werde ich sorgen. Verlass dich drauf. Du weißt, ich glaub, die Neue mag das nicht unrecht. Bloß zum Lachen ist nicht gerade aufgelegt. Ja, gell, ich hab das ja gesagt, dass ich mich nicht täuscht hab. Hast du ja auch gesagt, dass du dann zum Essen kommen kann? Oh Jesus, das hab ich jetzt ganz verschwitzt. Aber ich hol's nachher schon, wenn's soweit ist. Ja, du Stasi, ich meine, du hast in letzter Zeit deinen Kopf auch woanders. Hä? Vielleicht gar beim Blase? Ich? Ja. Beim Blasi? Ah, du spinnst ja. Nein, jetzt erlieg mich nicht an. Und da hat sie es gerade auf die abgesehen. Oh, da war's aber die längste Zeit da gewesen am Hof. Genau wie die anderen. Du Bauer, darfst mir's nicht übel nehmen. Ich kann die recht gut leiden. Aber als mein zukünftigen möchte ich dich nicht. Auwe, die redet recht deutlich daher, da kennt die nix, gell? Hast du recht, Stasi. Bleib nur so, wie du bist. Dann gehen wir zwei am besten aus miteinander. Ja, ich bleib schon standhaft, Bauer. Brauchst keine Angst haben von mir, ich will dir gewiss nix. Bauer, was soll ich machen? Kann ich irgendwas helfen? Nein. Heute brauchst du nichts mehr da. Aber wenn jetzt dann die Ernte losgeht, dann heißt zugreifen. Ich werde bestimmt mein Möglichstes tun. Ja, ist schon recht, ja. Wachsli, geht ohne schnell über zum Bürgermeister. Bis zum Essen bin ich längst wieder da. Also, Mariana, jetzt sitzt du mal ein bisschen her zu mir da. Wir werden schon gut auskommen miteinander. Oh, Jesus, ich hab beim Kramer nur 50er rausgekriegt. Das muss ich dann auch nicht gleich bringen, sonst meinen sie gar, ich darf's für mich behalten. Also, Mariadl, jetzt hältst du dich an mich, dann gefällt's dir schon bei uns. Hä? So, und jetzt verzeihst mir einmal deinen Kummer. Ach, weißt, Wastel, man könnte schon manchmal zweifeln an der Gerechtigkeit. Geh, was trug dich denn? Hä? Verzeih mir's halt. Vielleicht kann ich dir helfen. Das ist schön von dir. Aber für mich ist bei euch das sowieso kein Bleiben. So wie mich der Bauer von oben bis unten fixiert hat, da hab ich gleich gemerkt, dass der nicht viel für mich übrig hat. Und darum ist es am besten, wenn ich wieder fortgehe von da. Na, nix da, du bleibst einmal da. Nein. Und schau, das mit dem Bauern, das darfst du nicht so tragisch nehmen. Ja, er ist halt manchmal ein bisschen ein Weiberfeind, gell, aber sonst ist er ein guter Mensch. So, und jetzt verzeihst mir einmal, was dich druckt.
Du musst mir aber versprechen, dass das unter uns bleibt. Auf mich kannst du 100%ig verlassen. Ich war daheim in Frauenzell bei einem Bauern im Dienst. Und da haben wir einen Knecht gehabt, der ist mir auf Schritt und Tritt nachgestiegen. Weil er aber das nicht erreicht hat, was er wollen hat. Da hat er mich überall und ohne jeden Grund schlecht gemacht. Ja, so ein schlechter Kerl, hä? Ja, und das Gemeine war dann, dem Bauern sind auf einmal Sachen weggekommen. Und die hat man dann bei mir in meinem Kasten gefunden. Ja, aber wie die Sachen da reingekommen sind, das weiß ich nicht. Du, das musst du mir glauben. Ja, das glaube ich da. Ja, und dann hat beim Wirt der Heistadel brennt. Dann ist Polizei gekommen und hat meinen Vater verhaftet. Weil zwei Knechte angegeben haben, dass er noch gezündet hat. Und jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Aber der Vater, der war das bestimmt nicht. Zu sowas ist der doch gar nicht fähig. Ja, er hat vielleicht doch keinen Anwalt genommen. Mei, was hätten wir denn zahlen sollen? Jetzt kannst du dir denken, dass man uns im Dorf erst recht im Dreck rumgezogen hat. Und da hab ich's einfach nicht mehr ausgehalten. Da bin ich einfach auf und davor. Naja, kann ich schon verstehen, Mariandl, aber richtig ist es nicht, dass du von daheim fort bist. Schau, das schaut gerade so aus, als ob du ein schlechtes Gewissen hast. Herrschaftszeiten Frauenzell. Da kann man doch da... Was meinst du, Wastel? Ah, nix. Weißt du was? Jetzt schreibst gleich mal deiner Mutter, sie soll gar nichts verlauten lassen, wo du untergekommen bist. Alles andere überlassen wir mir. Jesus, dann du wirst so ein Quadratratschen sein, möchtest nicht den ganzen Tag neben dir arbeiten. Na ja, das wollte ich dir auch noch sagen. Was die da drin sagt, auf das brauchst du nicht horchen. Und wenn du wirklich einmal was haben sollst mit ihr, dann kommst du zu mir, gell? Ich wär schon fertig mit ihr da drin. So, Wastel, da sind die letzten Buskup und die anderen Äpfel, die tue ich noch morgen rund. Oha! Ja, mach den Bazillenladen wieder zu, sonst listen die Spatzen rein. Ah, da schau her. Ist das eine Verwandte von dir? Grüß dich gut. Nein, das ist unsere neue Magd, wenn's dir recht ist. Ja, freilich ist mir recht. Wir können sowieso notwendig ein bisschen eine Blutauffrischung bei uns im Dorf brauchen. Du, gell, lass ja die Finger von dem Madel, sonst wachst du zusammen mir zwei, gell? Ja, das lass dir gesagt sein, gell, wenn du... Das heißt, mir kann's ja gleich sein. Mariandl, das ist der Blaser, unser Knecht. Allgemein bekannt als Dorf-Casanova. Hey, jetzt tu mich du nicht schlecht machen. Das war einmal. Wer's glaubt, wird selig. Ja, was ist denn das? Haben wir da eine Betriebsversammlung da herin, hä? Aha, und am Besuch haben wir scheinbar auch gekriegt. Nein. Das ist unsere neue Magd. Mariandl heißt's. Und das ist die Urschel. Ja, dann sag ich da halt, grüß Gott. Grüß Gott. Du, die gefällt mir besser wie du. Okay, du. Und zu mir hast du gesagt, du schaust keine andere gar nicht mehr an, du ungetreuer Goliath. Aber wie schon gesagt, mir kann's ja gleich sein. Weil für mich bist du ja Luft. Herrschaftszeiten. Man wird doch wohl noch freundlich sein dürfen zu den Leuten. Ja, deine Freundlichkeit kenn ich schon, du Mädchenverführer. Jetzt hört's zum Streiten auf, ihr zwei. Was ist denn da, Herr Ritt, schon wieder? Ja, so mal. Habt ihr schon alle Feierabend gemacht? Warum? Hast du was dagegen, du liebliches Alpenfeilchen? Du nicht allerweise so frech daher, du Rotzlefte, du Windiger. Nadel, Bildchen regt dich nicht so auf. Weißt du, das schaut deiner Gesundheit. Mein Gott, und gerade jetzt, wo die Nadel die schwere Operation vor sich hat. Was sagst du? Nadel soll operiert werden? Ja. Warum? Was fehlt dir denn? Der Nadel wird ein Ohrwaschel noch weiter hintergesetzt, damit's Maul noch weiter aufbringt zum Schimpfen. Da gehen wir lieber, da herin wird's ungemütlich. Aha. Bist du da die neue Magd? Ja, wenn du nichts dagegen hast. Und? Wer heißt du? Wo kommst du her? Holzinger Mariandl heiß ich, komm von Frauenzell. Was? Aus Frauenzell kommst du? Aha. Das hast du dir jetzt gar nicht sagen brauchen. Und du hast ja gesagt sein, das Madel steht unter meinem persönlichen Schutz, gell? Ja, wenn du aus Frauenzell bist, ja, dann müsstest du mein Bub ja kennen. Geh weiter, du kannst mir gleich in der Küche draus helfen. Da halt nix da. Der Bauer hat ausdrücklich gesagt, dass die heute nichts mehr da braucht. Verschwind in deine Küche und schau, dass Abendessen rechtzeitig auf den Tisch kommt. So, jetzt mag ich grad mit Fleiß nicht. Ich geh, wenn's mir passt, verstanden? Ja, von mir aus geht's nur eine Stunde warten mit dem Nachtessen. Der Weinerwastel, Kind, packen wir's. Die alte Kuh auch die Plätschen.
Bastel, wir sind die größten Drachenbezwinger aller Zeiten. Saubergasch! Gesagt, ich gehe jetzt zum Huberbaum rüber und zahle ihm die Stierkeibe, gell? Ja. Schauen wir noch mal. Ja, das Geld ist gelangt, ja. Ja, Wastel, ihr seid doch so gut und schaut mal nach, wann in Hofstetten der Viehmarkt ist. Die steht nicht drin. Okay, komm, lass mich mal schauen. Ja, das glaube ich schon. Das ist ja alte Zeitung. Was? Da schau ich gleich mal in den Kiefen aus. Vielleicht haben die heutige draußen. Nein, so pressiert's jetzt auch wieder nicht. Wenn die Dienstboten mit der Arbeit fertig sind, dann soll der Blasi und die Straße in den Hof zusammenräumen und die anderen sollen in den Kurstall gehen. Du, ich meine, es ist besser, die Urschel hilft am Blasi. Naja, sonst wird der den ganzen Tag nicht fertig, weil der ist doch hinter der Stasi her und lässt dir da keine Ruhe nicht. Ja, gut. Gut, dann soll die Urschel am Blasi helfen. Und wenn sie fertig sind, dann haben sie Feierabend. Und weil sie sich alle rechtschaffen Mühe gegeben haben, dass wir die Ernte so gut unter Dach gebracht haben, gibt's heute auf die Nacht ein Freibier. Na, das wird's gefreien. Du, uns Mariandl soll dann der Stasi helfen. Weißt nicht, dass ihr die Nadel wieder eine andere Arbeit anschafft. Ah ja, das ist mir gleich. Aber vorher möchte ich mit der Mariandl noch was reden. Du, das ist ein fleißiges Madel, gell? Ja. Ja, ich hab nicht geglaubt, dass er sich so gut zur Arbeit anstellt, wie du es jetzt zu uns ins Haus gebracht hast. Aber sag mal, was hat denn die, dass die immer so ernst ist? Ja, da hab ich keine Ahnung, gell? Das ist, du, aber die Hauptsache ist doch, dass sie ein anständiges Madel ist. Ja, das ist. Sie macht die Arbeit, wie sie es gehört, und ich bin recht frei mit ihr. Und wenn's will, dann kannst du für ganz da bleiben. Was? Ja, das wird's aber gefreien. Ja, hoffentlich. Augen, jetzt rennen wir zuerst einmal den Hof zusammen. Helfen wir alle zusammen, dann haben wir's gleich. Ja, das glaubst du. Ja, warte mal. Blasi, die Urschel hilft dir beim Hof zusammenräumen. Ja, ich hab eh schon angefangen damit, Bauer. Ja, dann schaut so, dass bald fertig wird. Weil heute auf die Nacht gibt's beim Adler wird ein Freibier. Was, ein Freibier gibt's? Ah, fundig. Da muss ich ja recht viel arbeiten, damit ich einen richtigen Durst krieg. Und Stasi, du machst dabei im Kurstall weiter und die Mariandl hilft dir nachher da. Wir schauen schon, dass wir auch bald fertig werden. Also Leute, auf geht's, packen wir's. Stasi, eigentlich schon, gell, dass du mir nicht helfen musst. Wenn du mich noch einmal zupfst, schmier ich da eine Dorfgockel. Hey, mein Lieber. Ha, die schaut mir aber nicht gerade um eine Liebschaft aus. Ja, was sich liebt, das neckt sich, und was sich noch mehr liebt, das schlägt sich. Ich helfe der Stasi. Mariandl, bleib doch mal da. Ich möchte dir ganz gern was sagen. Also wenn du willst, dann kannst du ganz da bleiben am Hof. Ich bin recht zufrieden mit dir und ich hoffe, dass wir weiterhin recht gut auskommen miteinander. Ich danke der Skibauer. Ich gehe dann. Merkwürdig, ja? Was das Madel bloß hat? Eigenartig. Also Hans, das so wieder. Wenn ich bloß um 14 Tage jünger war, ich dachte das Madel vom Fleck weg heiraten. Dann heirat's halt. Okay, ich, alter Hans Wurst, konnte das junge Madel nicht heiraten. Nein, aber dich
hab ich gemeint. Okay, komm, lass mir da mal Ruhe. Ich geh jetzt zum Huberbauern. Vierte dabei. Ja, vierte nachher. Also, wenn's bei dem jetzt nicht geschnackelt hat, dann friss ich am besten. Herrschaftszeiten, das gab der saubere Bayerin ab. Und das mit ihrem Vater, naja, dafür werde ich schon sorgen, dass sich das aufklärt. Meine Wastel, du, der Blasi, der fängt schon langsam zum Spinnen an. Der redet die ganze Zeit mit sich selber. Was? Wegen der Stasi. Ja, ganz laut auch noch. Ich hab hell auflachen müssen. Was? Du hast lachen müssen? Ja, sowas, das bin ich bei dir überhaupt nicht gewohnt. Das war ja kein Wunder, wenn der bei uns Lachen vergeht. Da sorgt schon Gnadl dafür. Ich verstehe ja den Bauern nicht, dass der nicht sieht, was das für eine ist. Ich weiß schon. Weißt du, da müssen wir schon warten, bis am Bauern selber die Augen aufgehen. Ja. Ja, also, vielleicht bin ja ich auch die längste Zeit da am Hof gewesen. Okay, ja was? Gell, du wirst uns doch nicht verlassen wollen. Naja, ich mag nicht mehr. Wir schauen wir jetzt um einen Hochzeiter. Das Ledigsein, das hängt mir schon langsam zum Hals raus. Ja, jeden Tag darfst du arbeiten, wir verheiratet. Und auf die Nacht muss ich dann doch allein ins Bett. Ja. Und darum gehe ich jetzt jeden Sonntag zum Tanzen. Okay. Ja, und du meinst, dass dann eher einen erwischt? Ja, das ist einmal gewiss. Du, letzten Sonntag, da hätt's ja gar nicht mehr viel gefällt und ich hätte einen Hochzeiter erwischt. Okay. Ja, und was hat denn da gefällt? Du, da war einer ganz neidisch auf mich. Schnucki-Putzi hat der allerweil gesagt zu mir. Ja, und wie ich ihn dann gefragt hab, ob er mich heiraten will, da hätte der bloß Ja sagen brauchen. Aber das hat gefehlt. Ja, weißt du, Urschel, heirat durch mich, wenn du schon mit Gewalt einen Hochzeiter brauchst. Hä? Was, die? Okay, ich bin doch keine alte Eisensammlerin. Also, mit dir wäre ich noch ganz gern reingekupft in den Hafen der Ehe, gell? Jetzt schaut dir den hat's wurscht noch. Blattert, ein Knirschnackler, dass er nicht mehr gescheit hatschen kann und redet noch vom Heiraten. Oha, Urschel, täusch dich nicht, ich bin noch recht stabil, da schau mal. Da. Ja. Oh mein Lieber, du, kennst du die alte Bauernregel? Wenn's am Berg oben schon ein Glatteis hat, kann's im Tal noch ganz schön grün sein. Es kommt ganz drauf an, ob's unten nicht schon alles verhagelt hat. Hey, pass halt auf, du verliebter Gasbock. Ja, lieber ein junger, verliebter Gasbock, als wie eine alte, ledige Gas. Wo gehst du hin? Ich mein Kammern auf. Ich hab mein Taschenmesser vergessen. Ich geh in den Roststall, kommst dann nach, gell? Alles so recht. Wenn ich draus fertig bin, dann komm ich. Jesus, na, da darf ich gleich abbrennen. Jetzt ist beim Bauern wieder der Teufel los. Ja, da liegt ja dem Bauern seine Brieftaschen. Mar und Josef, hat der einen Haufen Geld drin? Ja, das muss ja ich sofort dem Bauern sagen. Na, halt. Ist es besser, ich red vorher mit dem Bastel. Was ist denn das? Ein Brief an die Nandl. Da bin ich gespannt, was da drin steht. Ich richte den Sautrank her. Jesus, da liegt ja eine Brieftaschen am Tisch. Haben die wohl gehört? Sowas lässt man doch auch nicht liegen. Mein Gott, na, ist da ein Haufen Geld drin? Was hast denn du da für Brieftaschen? Ja, das ist ja dem Bauern das eine. Wie kommst denn du zu derer? Da am Tisch ist gelegen. So, da am Tisch ist gelegen. Und wer gibt dir das Recht, da drin rumzuschnüffeln? Ja, das ist ja allerhand.
Bei dir, meine, heißt's halt auch. Stille Wasser gründen tief. Ja, die wird doch jetzt nicht lang, dass ich mich an der Brieftaschen vergriffen hab. Marianne, du bist doch herin. Gerade wollte ich einen Saubtrank holen. Da habe ich die Brieftaschen da am Tisch liegen gesehen. Gehört die dir, Bauer? Ja, freilich ist das meine. Ich war gerade beim Huberbauern und wollte die Stierkeibe zahlen, da habe ich gemerkt, dass ich es gar nicht dabei habe. Mir ist aber gleich eingefallen, dass ich es da am Tisch habe liegen lassen. Ja, Hauptsache du hast das wieder. Ja. Danke schön, Mariandl. Mariandl, weil wir gerade da sind, da möchte ich dich ganz gern was fragen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll. Mach ich was nicht recht? Oder reißt dich schon wieder, dass du mich für ganz auf den Hof genommen hast? Nein, ganz im Gegenteil. Nein, und drum möchte ich dich ganz gern für ganz da am Hof abhalten. Das hast du heute schon einmal gesagt. Ja, das meine ich aber jetzt nicht. Nein, weißt du, ich hab schon schlechte Erfahrungen mit dem Mädel gemacht. Und darum ist mir die Lust zum Heiraten vergangen. Warum sagst du denn das mir? Ich mein, das sind doch deine Angelegenheiten. Aber ehrlich gesagt, auf einen solchen Hof wie du einen hast, der gehört unbedingt der Bayerin her. Ja, da sollen dein Hof einmal die lachenden Erden kriegen. Ja, da hast du recht. Ja, ich hab mich bis jetzt für keine mehr entschließen können. Aber bei dir, da ist das auch einmal ganz anders. So wie du, so wie mir immer meine zukünftige vorgestellt. Und darum frage ich dich jetzt, Marianne, kannst du dir vorstellen, meine Frau und meine Bayerin zu werden? Ich möchte nicht stören. Also was ist? Kannst du das vorstellen? Aber Bauer, das ist ja gar nicht möglich, dass du... Ich mach keinen Spaß. Aber eins muss man nur sagen, Mariandl. Du bist immer so ernst. Also wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, was dich druckt, oder wenn du mit deinen Leuten irgendeinen Streit hast, dann sagst du es lieber jetzt gleich. Weißt du, später möchte ich nichts Gegenteiliges erfahren. Lieber jetzt gleich frei raus, das wird, dass ich später von anderen Leuten was da fragen muss. Na, Bauer, ich hab da nichts zum Sagen, worüber ich mich schauen sollte. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn's dir recht ist, dann feiern wir heute Abend gleich unsere Verlobung. Ist dir recht? Also dann? Ich bin bald wieder da. Warum bin ich denn so feig? Und hab dann nicht gleich alles eingestanden? Ja, Mariandl, was hast denn? Was fällt dir denn? Ich bin totunglücklich, Wastl. Geh, warum denn? Geh, was trug dir denn schon wieder? Denk da bloß, der Bauer, der hat mir... Was hat dir der Bauer? Einen Heiratsantrag hat er mir gemacht. Na, ja, da legst du nieder. Ja, jetzt sag ich nichts mehr. Ja, und deswegen bist du jetzt unglücklich. Weil er ihm halt nicht gleich die ganze Wahrheit gesagt hat wegen meinem Vater. Ach, mein bringt ist einfach nicht fertig. Am liebsten weiß man, ich darf meine Sachen packen und einfach verschwinden. Ja, sonst nichts mehr. Nein, du bleibst da. Jetzt, wo er endlich einmal Heiratsabsichten hat, dass du wieder gehst, ja nix da. Am besten wär's doch gewesen, ich hätte den Hof da nie gesehen. Geh, den Kiwi, den nehme ich mit. Aber den Sautrank, den muss nachher die Stasi holen. So, die werden mir doch jetzt keine Strichdurchrechnung machen. Jetzt, wo ich alles versuche, dass endlich einmal eine gescheite Bayerin am Hof herkommt. Ja, gibt's denn das? Bastl, gut, dass du da bist. Stell dir vor, was ich gerade vorhin gesehen hab. Nandl hat dem Bauern ein Geld aus der Brieftasche gestohlen, die vorher da am Tisch gelegen ist. Da. Lies einmal den Brief. Ich sag dir was. Da stehen Sachen drin, da wird's der Dreh verschlagen. Wir müssen jetzt bloß schauen, dass uns Nandl nicht überrascht und nichts gespannt hat. Liebe Mutter, vor allem danke ich dir für das Geld, das du mir geschickt hast. Nun brauche ich aber noch einmal dringend 500 Mark. Wenn du das Geld nicht alles beisammen hast, richte mir wieder ein größeres Paket her. Vielleicht hat der Bauer auch noch andere Sachen, wo er vielleicht gar nicht merkt, dass sie ihm fehlen.
Ich kann ja die Sachen alle zu Geld machen. Ich komme am Samstag, den 14. nachts um 11 Uhr und hole es wieder hinter eurem Stadel ab. Ja, du, das ist ja heute schon. Dann weißt du genau, wo wir zwei uns heute Nacht treffen. Um 11:15, hinten beim Stadel, genau. Wie du mir geschrieben hast, ist bei euch eine Holzinger Mariandl aus Frauenzell. Die kenne ich sogar sehr gut. Das ist eine ganz raffinierte, die hat lange Finger gehabt und ihr Vater ist eingesperrt wegen Brandstiftung. Sei bloß vorsichtig mit dem Brief. Es grüßt dich dein Sohn Toni. Ja, sag einmal, Wastel, meinst du, dass das alles stimmt mit dem Ja, Marianne? denn das ist alles Verleumdungen, sind doch das. Wenn aber mit dem Brief fahre ich am Montag gleich zum Anwalt. Schon langsam kommen wir mit dieser Lumperei auf den Grund. Aber gell, ich sag dir was, dass du ja dein Mai hältst. Vorläufig darf niemand was erfahren davon. Ja, Wastel, auf mich kannst du dich verlassen. Weil aber der Bauer, wenn draufkommt, dass er mal Geld weggekommen ist, da ist der Teufel los bei uns. Und mit dem Freibier natürlich auch aus. Ja, du, meinst nicht, dass es besser ist, wir lassen den Bauern den Brief gleich lesen? Nein. Mit dem Brief, da kommt bestimmt noch mehr auf. Wenn es jetzt fürs Mariandl im Moment ein bisschen hart ist, macht nichts. Vorläufig müssen wir zwar unbedingt das Mai halten. Ja, gut, wenn's meinst. Ich mein, wo du deine kriminalistische Nasen einsteckst, da ist immer was faul. Du, und wenn du einmal eine Gefälligkeit brauchst, werde ich dir auch Hilfe leisten, gell? Eine Hilfe? Weißt du, die könnte ich momentan ganz notwendig brauchen. Okay. Aber was du nicht sagst, wo fällst du denn her, du alter Casanova? Weißt du, du musst mir helfen, dass ich die Stasi krieg. Warum? Hast du plötzlich kein Schneid mehr bei den Weiberlein? Das bin ich bei dir überhaupt nicht gewohnt. Oder hast du gerade, bist du ein bisschen ein Schwächeanfall gekriegt? Du, sie glaubt mir einfach nicht, dass ich ehrliche Absichten bei ihr hab. Was? Neulich, da hab ich ihr ein Puzzle gegeben und dafür hat's mir ein Watschen gegeben. Was? Ein Watschen? Ja, aber das ist doch der klare Beweis für die wahre Liebe. Ja, also das kann ich jetzt wieder weniger sagen. Ja, du, und überhaupt ist doch dieser Blamage für einen Mann zu tun. Jetzt pass auf. Was, jetzt tut schon mal. Jetzt will ich dir mal einen guten Rat geben, gell? Also pass auf. Du darfst dir nicht ankennen lassen, dass du in sie so verschossen bist. Du darfst dir nicht einmal so nachsteigen. Ach so? Ja, du musst das ein bisschen zappeln lassen. Ja, ein Weiberlein muss man zappeln lassen, dann kommt's von selber. Also gut. Wenn's du meinst, dann steig ihr von heut ab nimmer nach und lass sie zappeln. Ja, und du mir ja nicht verraten, dass ich dir das gesagt hab. Aber wer denn? Pass bloß auf, sonst hau ich da noch ein paar runter. Sie drücken noch einmal. Ja, hier, was ist denn los? Ja, weil's auch wahr ist. Ich lass mich doch nicht öffentlich beleidigen. Der gespinnerte Maler, der bei uns wohnt, der sagt zu mir, ich hätte einen Charakterkopf. Ein Charaktercode! Ja, weißt du überhaupt, was das ist? Nein, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich mir saftige geschmiert. Weil ich mir das nicht gefallen lasse, dass ich einen Charakterkopf habe. Ja, überleb doch, wenn der jetzt zur Polizei geht und die anzeigt, dann zahlst du schon wieder. Jetzt hast du erst einmal 80 Mark fürs Millibatschen gezahlt und dann noch einmal 50 Mark, weil du den Bindergesari auch nicht geschmiert hast. Das ist mir wurscht. Und wenn ich wieder 50 Mark übrig habe, dann hau ich den damischen Kerl nur ein paar saftige runter. Ja, jetzt sei doch einmal vernünftig. Ohne Damenlang ist mit dir was anderes. Du weißt, ich muss raus. Ich hab draußen einen Haufen Arbeit. Vierte! Charakterkopf! Schleichte, Rede, Wolkenblöde. Da ist der Hofer nicht daheim. Nein, warum? Ja, weißt du, ich hab da so einen Wisch gekriegt vom Finanzamt zum Ausfüllen. Also da heißt's, zwängst der EWG. Was heißt denn das überhaupt? EWG? Ja. Ah, das heißt bestimmt, einer wird gemolken. Das kennen die vom Finanzamt am besten. Also früher hat man gesagt, Traubrinter und heute heißt man das Finanzamt. Ja, aber mit den Fetzen da kennt ja keine Sau nicht aus. Ja, und die schon gleich gar nicht. Geht so, hock dich doch einmal her. Vielleicht kannst du mir du helfen. Ja, schauen wir halt einmal. Also das weiß ich auch. Aber da schreiben sie, sind Sie Ihren Steuerverpflichtungen gewissenhaft nachgekommen? Und wenn ja, von was haben Sie gelebt? Ja, da schreibst du rein, am meisten vom Bier. Du blöde Wolken, das geht doch am Finanzamt nicht sowas ist Sau. Herr Nock verlangt ihr vielleicht noch eine Umsatzsteuer von mir. Wie hoch ist die Anzahl Ihrer landwirtschaftlichen Nutztiere? Da schreibst du rein,
5 Kühe und 2 Ochsen. Ja, du Rimpfig, ich hab da bloß einen Ochsen. Der zweite bist du selber. Und du bist der Rimpfig. Oh Gott. Wie viel Milch geben ihre Tiere täglich? Ja, aber nicht, dass die meinen, mein Ochs gibt auch eine Milch. Du, den in der Stadt, das ist ja alles zum Zuzutrauen. Ja, aber schreib jetzt da am besten, wie Ja, viel? also Hirsler, das ist bei dir ganz schwer zum sagen, weißt? Das kommt gerade drauf an, wie viel Wasser du beim Millibanschen in die Milch reinschützt. Ja, du blöde Wolken, du! Du weißt ja noch viel weniger als ich. Da komm ich lieber wieder, wenn der Hofer daheim ist. Ja, mei, hätt's geheiratet, dann hätt alles dein Weib erledigt. Ja, sonst nichts mehr. Heiraten wäre ja auch noch deswegen. Du, schließlich darf ich wegen Weiberleid eine Vergütungssteuer zahlen. Nein, das kann man gerade noch. So ein Schuft! Was will ich? Der redet nicht für dir. Den Blasi, meine ich. So. Die ganze Zeit ist er mir nachgerannt und jetzt auf einmal geht er an mir vorbei, als ob er mich gar nicht kennen darf. Ach so, ja, weißt du, Stasi, da wird er halt seinen Kopf ganz woanders haben. Ja. Aber ich meine, ich kenn mich jetzt aus. Du bist in den Blasi verliebt, hä? Ich? Ja? In den Blasi? Ja. Ah, da lach ich ja. Geh, lieg nicht so. Du wärst ja ganz rot im Gesicht. Ja, aber nicht wegen dem Blasi. Das kommt höchstens davon, weil ich so einen hohen Blutdruck hab. Geh zu, du Kramfinger. Ja, weiter, Stasi. Schnupp auch einmal. Das ist vielleicht gut für einen hohen Blutdruck. Den ziehst du dann auf ins Hirn. Meinst du, ich möchte mir so einen Dreck in meine Nosen aufziehen? Du weißt ja nicht, was gesund ist. Aber merk dir das eine, Stasi. Will das Herz und der Mund sich laben, will die Nase auch was haben. Okay, du. Aber du magst schon einen, gell, weißt du? Freilich, da sehen wir nicht mehr viel drin. Ja, für jetzt glaubst du schon noch. Und danach hat man halt wieder heim beim Kramer. Also, du, na kannst du mir gleich ein Backel Pfeifentabak mitbringen, hä? Ja, das weiß ich vielleicht nicht, ob ich da Zeit dafür hab. Dann gebe ich dir den Befehl dazu. Ah, das ist was anderes. Weil Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ja. Bitte, blöde Wolkenblöde. Ja, geht doch. Ah, du Stasi, warte mal. Jetzt sei mal ganz ehrlich. Hä? Du hast doch den Blasi gern, oder nicht? Gern hätt ihn schon. Narrisch gern hätt ihn sogar. Wenn er bloß nicht andere Madeln auch noch nachsteigen darf. Okay, das tut er jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Der ist nämlich ganz narrisch in dich verliebt. Das glaub ich nicht. Warum hat er mich nachher vorhin nicht angeschaut, wie er an mir vorbei ist? Ja, mei, da war er halt nicht ganz zurechnungsfähig. Schau, es heißt doch, Liebe macht blind. Ja. Und darum will ich jetzt einmal was sagen. Jetzt gebe ich dir einen guten Rat. Wenn du schlau bist, Stasi, dann lass ihn jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen links liegen. Ja, lass ihn ein bisschen zappeln. Das schaut ihm gar nicht. Weißt du, ich käme in Liebschaften ganz gut aus. Aber du mich ja nicht verraten, dass ich dir das gesagt habe, gell? Gewiss Ja. nicht. Den lass ich jetzt sogar recht fest zappeln. Ja. Aber du, eins versteh ich nicht. Wenn du dich in Liebschaften so gut auskennst, warum bist denn da du nicht zum Heiraten gekommen? Ich mein allerweil, du bist ein rechter Traumi nicht gewesen. Was? Ein Traum ich nicht? Da täuscht du aber sauber, mein Lieber. Ja, ich war da sicher noch draufgegangen. Ich war schon bald einmal draufgegangen. Jetzt darf ich grad noch besser lernen. Warum hast du nachher nicht geheiratet, du Angeber, wenn die Weiber so hinter dir her waren? Ja, mei, du, heiraten hätte mir jede wollen, aber ich wollte halt nicht wegen einer allein die ganze Kundschaft aufgeben. Später ist dann die Kundschaft ein bisschen weniger geworden und ja, zum Schluss bin ich halt dann ledig geblieben. Aber dann habe ich mir gedacht, ledig gestorben ist auch nicht verdorben. Ne? Jetzt möchte ich dich grad noch was fragen. Hast du nie einen Liebeskummer gehabt? Was? Ein Liebeskummer? Nein, so weit habe ich es nie kommen lassen. Weißt du, Stasi, wenn ich mit einer Schluss gemacht habe, dann hat die andere schon auf mich gewartet. Dann warst du ja der gleiche Halodri als wir der Blasi. Genau, in der Beziehung hätten wir verwandt sein können, wir zwei. So, aber jetzt schau dir mal, was dein Halodri macht, gell? Schauen wir da mal. So ein hinterkünftiger Bazi. Na wart, jetzt lass ich dich zappeln. Genau wie der Wastel gesagt hat. Da hört sie doch wirklich alles auf. Na, den will ich da nicht. So eine Gemeinheit. Was tust denn du da herin? Den Saudrang wollte ich holen, aber die Nante hat ihn noch nicht hergekriegt. Ich soll später kommen, hat's gesagt. Spring schnell raus und sag, alle sollen sofort reinkommen. Schaut nicht so blöd und tu, was ich dir gesagt hab. Ja, ich geh ja schon. Kommt mal rein! Der Bauer will mit uns reden. Ich weiß ganz genau, was ich da drin gehabt hab. Ja, Bauer,
was ist denn los? Was willst denn von uns? Ich hab mit euch was zu reden. Ja, was ist denn los, hä? Ah, redst du schon über das Freibier von heute Abend? Nix mehr Freibier. Bastel, wie wir da vorher Brotzeit gemacht haben, habe ich aus Versehen meine Brieftaschen auf dem Tisch liegen lassen. Und wie ihr jetzt gerade beim Huberbauern die Stierkei bezahlen wollt, da habe ich gemerkt, dass mir 200 Mark rausgekommen sind. Ah, geh auf. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, freilich, so seid ihr doch nicht sagen. Also, ein Fremder kann es jetzt einmal nicht gewesen sein, weil den hätte der Hund gar nicht reinlassen. Ich hab auch nichts gesehen und nichts gehört. Wie ich reingekommen bin, da ist die Brieftaschen da am Tisch gelegen. Mehr kann ich auch nicht sagen. Also, wenn niemand reingekommen ist, dann kann es ja bloß eins von den eigenen Leuten gewesen sein. Ja, also ich war's bestimmt auch nicht, gell? Aber ich hab grad gesehen, Was hast du gesehen? Ich hab grad gesehen, dass niemand Fremd auf dem Hof hier ist. Aber eins muss doch gewesen sein. Ach so, die Nadel fällt ja noch. Stasi, hol sie mal rein. Nandl, sollst zum Bauern rauskommen? Wenn eins zu mir gekommen war und hätte gesagt, Bauer, ich brauch dringender Geld, die hätte ich ohne weiteres ausgeholfen. Aber sowas ist eine Lupperei. Du hast mich rufen lassen, Bauer. Ich hab da heute aus Versehen meine Brieftaschen auf dem Tisch liegen lassen. Und da sind mir 200 Mark rausgekommen. Na, ja, ist sowas möglich? Ja, so eine Gemeinheit. Bauer, ich habe wirklich überhaupt nicht Obacht gegeben. Ich bin doch in deine Kammer rein, weil ich frische Vorhänge aufgemacht habe. Aber wie ich aus deiner Kammer wieder rauskomme, da habe ich gesehen, dass die Marianne eine Brieftasche in der Hand gehabt und drin rumgeschnüffelt hat. Ja, ich hab's ja gleich zur Rede gestellt. Du wirst doch mich nicht verdächtigen wollen. Bauer, das stimmt. Ich hab reingeschaut. Aber rausgenommen habe ich bestimmt nichts. Ist jetzt der Betreffende wirklich so feig, dass er es nicht zugibt? Also, ich Bauer, ich darf mir ja das Sünden fürchten, wenn ich von jemand anderem was nehmen darf. Das wird schon die da gewesen sein, weil die stammt ja scheinbar sowieso aus einer feinen Familie raus. Ihr Vater sitzt im Gefängnis wegen Brandstiftung. Und bei ihr ist es auch nicht das erste Mal gewesen, dass was mit dir hat lassen. Ja, so eine Niederträchtigkeit. Nandl, das musst du beweisen können, was du da sagst. Das kann ich auch beweisen, weil ich es von Bekannten erfahren habe. Ich hab bloß nichts gesagt, weil es mich persönlich ja nichts angegangen ist. Aber jetzt habe ich ja was sagen müssen, sonst kann man am Ende noch gleich nie was gewinnen. So eine Giftspritzen. Da hört man ja schöne Sachen. So wie die Sache ausschaut, muss ich ja fast glauben, dass du... Bauer, du wärst doch nicht wirklich gelandet. So wie die Sache steht, muss ich annehmen, dass das du warst. Warum hast du mir denn vorher nicht die Wahrheit gesagt, wie ich dich da herin um Verschiedenes gefragt habe? Warst du also doch nicht ganz ehrlich zu mir? Die 200 Mark hast du behalten, dafür kriegst du keinen Lohn. Und ich bin wieder um meine Erfahrung reicher geworden. Morgen früh kann's gehen. Na, Bauer, auf eine solche Verdächtigung hin, da bleibe ich keine Stunde mehr. Ich gehe heute noch. Jetzt kannst du gleich gehen. Jetzt hast du ja Geld. Ich darf jetzt am liebsten bei der Gurgel packen. Geh weiter, Stasi, gehen wir wieder an die Arbeit, dass wir fertig werden. Ich glaub das nicht, Mariandl. Das wird sie sicher aufklären. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Bleib nur ruhig, Mariandl. Das kommt bestimmt alles ganz anders. Das heißt nämlich nicht umsonst. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher, gell, Nandl? Schicht ganz recht. So weit kommt man mit der Unehrlichkeit. Du bist doch wirklich die Giftspritzen von Brüggelhof. Ja, da hast recht, Blasi. Das hat wohl eine Giftspritzenzeit. Schade, dass du nicht aus Porzellan bist. Die deine Banker und da die fallen lassen. Da weißt du bestimmt hin. Und das ganze Dorf hat einen Ruf von dir. Und die Zeit kommt noch, verlass dich drauf. Du, weißt du, da hast du einen Tabak, den ich da mitgebracht habe. Ja, danke schön. Ja, was ist denn mit der Mariandl los? Fehlt dir was? Nandl hat Mariandl verdächtigt, dass ein Bauer ein Geld aus der Brieftasche gestohlen hat. Was? Und das hat der Hofer geglaubt? Ja. Ja, so eine Schlechtigkeit hat er schon eher dir zutrauen. Halt du dein Fressmaul, weil sonst geh ich mit dir zur Polizei und sag dir wegen übler Nachrede. Das ist ja wohl deine Spezialität. Leid ausrichten und schlecht machen. Gib bloß Obacht, dass du nicht selber mal die Finger verbrennst. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen und gehe. Ja, Mariandl, jetzt lass dir den Kopf nicht hängen. Schau, wenn ich mir alles gefallen lasse und mir aufregert, was die Nadel schon über mir alles verzapft hat,
Der hätte heute schon gar nicht stark benannt, dass ich mit dem Schubkarren wegfahren kann. Ja, der Hirsel hat wirklich recht. Also Mariandl, nimm's nicht so schwer. Du hast doch ein reines Gewissen. Aber bevor du jetzt gehst, muss ich dir unter 4 Augen noch ganz was Wichtiges erzählen. Oh mei, ich bin bloß gespannt, was das Neues werden soll. Ja, lauft sie doch nach dem raffinierten Weibspult! Wenn's jetzt du dein Maul nicht hältst, dann mach ich meins auf. Basi, du bist stark. Du weißt, was wir ausgemacht haben. Ah, was? Es habt so alle miteinander keinen Charakter. Und du am allerwenigsten, du alter Ochs! Schweig dich, Bläde, ihr wollten Bläde. Ich möchte bloß wissen, was mit dem Bastel los ist. Vor 2 oder 3 Wochen war er schon mal ein paar Tage weg. Und jetzt ist er schon wieder 4 Tage weg. Und er hat ja nicht gesagt, wohin das er geht. Zu mir hat er gesagt, er hat was Wichtiges zu mir erledigen. Ja, aber dass er gar nichts hören lässt, das kann ich gleich gar nicht verstehen. Es wird ja noch hoffentlich nichts passiert sein. Okay, aber was soll denn passiert sein? Und wen? Dann hättest du eine Nachricht gekriegt. Und noch was, Blasi. Die Nandl hat sich bei mir beschwert, dass du sie andauernd beleidigst und frech zu ihr bist. Es ist mir wurscht, was diese Giftspritzen über mich sagt. Ich leid's aber nicht. Und der junge Mensch muss wissen, wie er sich gegen einen anderen Menschen zum Verhalten hat. Das weiß ich schon selber auch. Aber Bauer, ich sag dir das eine. In meinen Augen, da ist das ein ganz gemeines Weibsbild. Blasi, ich verbitte, dass du so über sie redest, ja? Ich werde meine Meinung wegen der nicht ändern. Drum ist es besser, wenn ich gehe. Schaut's da halt in 4 Wochen um einen anderen Knecht um. Schau, Blasi, es tut mir leid, wenn's dir bei uns nicht mehr gefällt, aber mei, wenn du mit denen gehen willst, dann gehst halt. Es ist ja nur so saudumm, dass ich meinen Maul nicht aufmachen darf. Wieso? Ah, was? Reden wir nicht davon. Ich hab draußen einen Haufen Arbeit. Eha! Ah, gib halt oben auch blöde Kuh. Du pass auf, dass ich dir nicht niederwollt! So, Bauer, jetzt hast du selber mal gesehen, was ich mir von dem dauernd gefallen lassen muss. Ja, ich hab ihn deswegen schon zurechtgestellt. Aber daraufhin hat er mir jetzt gekündigt. Lass ihn noch grad gehen. Am besten war's sowieso, du hättest lauter Neiddienst boten. Ja, sei bloß froh, dass du mich hast. Ich werd noch die Einzige sein, die wo auf dich schaut. Glaubst du das? Nichts mehr Ärger haben wir bei uns. Ja, Bauer, ich kann dich verstehen, dass da in der letzten Zeit der Humor vergangen ist. Jetzt schon allein die Geschichte mit dem Mariandl. Sei stark. Ich will nichts mehr hören davon. Schau, was hättest denn davon gehabt, wenn du es am Ende gar geheiratet hättest und erst später drauf gekommen warst, was das für ein ist? Auf mich hast du ja nicht gehört. Hättest meine Tochter und mein Burm am Hof genommen, dann war dir viel Ärger erspart bleiben. Aber na, du hast dich ja vom Wastel beeinflussen lassen. Kannst jetzt du nicht endlich einmal stark sein? Bauer, ich mein's doch nur gut. Ach, geh was. Steigt's mir doch alle miteinander am Bogen auf. Ja, man muss halt immer ein bisschen schüren. Ich bring schon noch so weit, dass meine Tochter da am Hof Bäuerin wird. Der Wastel, der wird eh bald ins Gras beißen. Oha! Oha! Na, oha. So schnell beiß ich noch nicht ins Gras. Das kann ich leicht erwarten. Weil der Jüngste bist du nimmer. Macht nix. Dafür bin ich umso zacher. Aber ich mein, heute habe ich das Gefühl, als ob du schon die längste Zeit am Bründelhof gewesen bist.
Das wirst du nicht erleben, dass ich vor dir gehe. Vielleicht kommt es eher, als wirst du meinst. Denn dein Horoskop steht heute ganz schlecht. Geh, du alter Depp. In deiner Haut möchte ich heute nichts stecken. Ja, grüß dich, Wastel. Ja, endlich bist du da. Ja, grad bin ich gekommen. Ja, Gott sei Dank. Du, der Bauer, der hat schon Angst gehabt, das ist da was passiert. Aber jetzt so, was gibt's denn Neues, weil du da so lange ausgewiesen bist? Neuigkeiten gerade nur. Bei uns gibt's jetzt bald einen Dienstbodenwechsel. Ja, warum? Weißt du, dass du schon, dass ich gekündigt hab? Was? Du hast gekündigt? Ja. Ja, spinnst denn du? Also, da spinne ich gar nicht. Mit dem Bauern hab ich einen Wortwechsel gehabt wegen der Nandl. Und da hab ich ihm gesagt, dass ich in 4 Wochen gehe. Ja, am liebsten gehe ich ja heute schon, wenn man bei uns Maul sowieso nicht aufmachen darf. Ah, sieh. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo du dein Mai aufmachen darfst. Na, ist das auch wirklich wahr? Ja, freilich, wenn ich das sage. Der Maria Handel, ihr Vater, ist schon wieder auf freiem Fuß. Und den eigentlichen Brandstifter, den hab ich schon eingesperrt. Und sein Spezi auch. Ja, aber was war denn das für ein Schlawiner? Ja, wir haben der andere, als wir der Nandl, ihr Bub. Ja, aber den habe ich schon lange im Verdacht gehabt. Ja, so ein Erzgauner. Also da hört sich doch der Gemüsehandel auf. Du, und der Brief, den du da herin gefunden hast, der hat dann den Anhaltspunkt gegeben, dass man die zwei so schnell verhaften hat können. Und im Kreuzverhör hat sich dann rausgestellt, dass nicht der Nandl, ihr Vater, der Brandstifter war, sondern der Nandl, ihr Bub. Und der andere, der hat ihm ja bloß einen Zeugen gemacht. Gegen Geld natürlich, verstehst? Drum hat die Nandl das Geld gebracht. Ja, jetzt muss ich sofort schauen, wo der Bauer ist, gell? Der muss jetzt endlich die Wahrheit erfahren. Die Blase, jetzt passiert's doch nicht mehr, bleib da. Auf jeden Fall wird der auch machen, wenn er das erfährt. Na also, jetzt ist er ja endlich da, der Wastel. Wo bist du so lang gewesen? Ja, ich war auf Brautschau, war ich. Was? Du auf Brautschau? Da lach ich ja. Ja, warum? Meinst du, der Wastel kann nicht mehr heiraten? Mit dir hab ich nicht geredet. Den lass ich alleweil noch festzappeln. Ja. Du bist ein ganz dumme Gans, dass du es gerade weißt. Mein Gott, war ich blöd, dass ich mich mit dir überhaupt einmal einlassen hab. Wastel, du, die lass ich noch richtig fest zappeln. Ja, aber okay, ich werde doch jetzt nicht zum Streiten anfangen. Mit dem streite ich schon nicht. Da weiß ich mir schon was Besseres, als wie du bist. Gell, solche wie die kriegen einen haufenweise, ja. An jedem Finger 10, gell. Eine schöner als wie die andere. Ah, geh zu, du warst ja froh, wenn's mir überhaupt gekriegt hast. Danke. Bild dir doch sowas nicht ein, du damische Nocken, du damische Ruhe ist jetzt! Blase, du schaust, wo der Bauer ist, gell? Schaust einmal zum Hirschenwirt rüber oder zum Adlerwirt. Irgendwo wird er schon sein. Ja, du Wastel, das kommt mir gerade recht. Ich muss ja sowieso noch reden mit der Mooshofer Liesel, gell? Aha. Wegen dem Aufgebot. Wir heiraten nämlich demnächst. Vierte, du sitzen bliebe Lilie. Vierte Gott, Wastel. Was? Der Heirat? Ja, so ein gemeiner Schuft. Das hab ich jetzt von dein Zappeln lassen. Okay. Jetzt nimmt er die Mooshofer Liesel und ich darf nachschauen. Stasi, du wärst doch nicht deswegen jetzt so warner. Ja, das sagst du so leicht und mir druckt's fast das Herz ab. Okay. Ich darf gar nicht dran denken, dass er jetzt die Liesel nimmt. Ja, hast du den Blasi wirklich so gern? Der kann mir doch einen Buckel rutschen. Nein, ich halt's nicht mehr aus. Ich muss schauen, ob er wirklich zu der Liesel geht. Ja. Für die Wastel. Für den Fall, dass wir uns nicht mehr lebendig sehen. Da hab ich aber sauber so gestellt mit dem Zappeln lassen. Die hat er sauber der Eifersuchtsteufel geritten. Das ist. Ja, was sieg ich denn da? Jetzt ist die blöde Wolken auch schon wieder da. Du, dir gebe ich auch blöde Wolken. Ja, aber warst denn du so lang? Ich? Auf Brautschau war ich. Was? Ja. Du da auf Brautschau? Das ist ja zum Lachen. Ach, so ein blödes Weib gibt's doch auf der ganzen Welt nicht, das da einen alten Schnackler nimmt. Oh, nein. Ohne Spaß. Hörst jetzt wär geheiratet, jawohl. Und die richtige habe ich auch schon gefunden, die da reinpasst, ja.
Du, und außerdem habe ich in der Zeitung gelesen, dass bei uns ja jetzt die Junggesellensteuer eingeführt wird. Ja. Du, und die soll jetzt so hoch sein, dass sie uns aber jetzt gar keine halbe Bier nicht leisten kann. Jetzt mach keine Sachen. Und das wird wirklich wahr sein. Ja, wenn ich es dir doch sag. Und das war der Grund, warum ich auf Brautschau gegangen bin. Meinst du, wir sind so blöd und schenken am Staat das Geld? Ha? Die rupfen uns ja nur. Und drum, Hirsl, musst du auch unbedingt heiraten. Gell, du wirst doch nicht so blöd sein. Und das ist doch ein ausgeschmissenes Geld. Teufel, das sind Neuigkeiten. Ja, das muss ich mir schon noch überlegen. Ja, da brauchst du gar nicht viel überlegen, Hirsl. Da heißt es zugreifen, sonst ist es spät. Aber weißt du was? Heirat doch die Nandl, die ist schon lange genug mit weg. Aha. Was? Hier und die Nandl? Ja, sag einmal, hast du narrische Schwammel gefressen? Lieber mal ja Selbstmord, dann häng mich auf. Ja, dann nimmst du halt die Urschel. Mit der bist du bestimmt nicht ausgeschmiert. Nein, das will mir alle nicht ganz in den Kopf rein. Wenn er weit da ist, dann sind wir ja zu zweit. Und vielleicht sauft ihr noch viel mehr als ich. Das nützt dir alles nix, Hirsl. Denk an die Junggesellensteuer. Teufel. Ohne Weib komm ich leicht aus, aber nicht ohne Bier. Mei, endlich bist du wieder da, weißt du. Ja. Ja, du, wir haben ja schon am Fundbüro nachfragen lassen. Ja, weil wir gemeint haben, du bist ein Sittlichkeitsverbrecher in Tint gefahren. Ja, was? Ja. Da ist jetzt kannst du es gleich fragen. Steig mal da, buckeln auf. Bläde, ihr Wolkenbläde. Finger weg! Nein, Hami! Ich glaubst das? Jetzt suche ich schon überall umeinander. Meinst du, ich darf den Blasi und die Stasi finden? Die sind alle zwei ins Stolfen untergegangen. Oh, ausgerechnet ihr zwei jeden Moment die Bläskeiwitz. Ah, die kommen schon dabei. Ja. Aber jetzt einmal ganz was anderes, Urschel. Wie schaut's jetzt aus bei dir? Hast du schon einen Hochzeiter, oder? Ah, woher denn? Geh, von den Mannsbrüdern ist der Horn der Bläder wie der andere. Ach, ja, dabei habe ich durchaus noch gewisse Reize. Ja, du, soll der dann ich vielleicht um einen Hochzeiter einmal schauen, weißt du? Ja, recht weiß man schon. Weil meine weiblichen Gefühle, die steigen mir schon langsam am Kopf auf, gell? Ja, also weiter. Wenn es so weit ist, dann musst mir halt du aushelfen, gell? Was? Ich war bei der Bläse. Was hier so? Jetzt lässt du für mich einen Stein aus. Das ist doch die beste Gelegenheit. Jetzt bist du bei der Urschel ganz allein, dann machst du dir gleich einen Heiratsantrag. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie man sowas macht. Ja, ich auch nicht, aber da gehst du jetzt hin zu ihr und sagst ganz einfach zu ihr, Urschel, möchtest du nicht mein Weib werden? Weißt du was? Die sagt dann bestimmt nicht, nein, und dann packst du das und gibst dir gleich nur ein Saftigsbussel. Was? Ein Bussel auch noch? Nein, das bring ich nicht fertig. Da krieg ich Hexensuppe drauf. Na ja, das überlebst schon. Ja. Habe jetzt da Halluzinationen oder was? Du Bazi, du hast mir du meinen Schnaps ausgetrunken. Was? Ja. Wie und dein Schnaps? Geh weiter. Der ist ja höchstens verdunstet. Dunstet, mein Lieber. Ich schaust, dass du den Steuern ausgibst und machst dir einen Heiratsantrag. Geh weiter. Was? Gib mir noch schnell einen Schnaps, dann hab ich vielleicht mehr Courage. Nein, du kriegst erst wieder einen, wenn du dir einen Heiratsantrag gemacht hast. Du bist da vielleicht ein Neidhammi. Und ein ganz gemeiner Kumpelbruder. Schleich, geh zu. Ja, ich geh ja schon. Und denk an die Junggesellensteuer, gell? Da geht's nämlich leichter. Das ist mein Lieber, der braucht unbedingt der Weiberleid. Da vergehe ich ihm schon seine Dummheit. Das ist ja nicht. Lieber Herrgott, steh mir bei und gib mir Kraft und Ausdauer. Kraft und Ausdauer. Zu was denn? Ausdauer? Damit ich das da warten kann, bis du mir sagst, dass du mich auch gern hast. Und zu was eine Kraft? Damit ich deine Watschen besser aushalten kann. Musst schon entschuldigen, Blasi. Das hab ich bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Na, mir ist bloß die Hand ausgerutscht. Stasi, soll das vielleicht heißen, dass du mich auch ein bisschen gern hast? Stasi! Au! Ich glaube, jetzt hast du mich gebissen. Wir noch schauen.
das kommt gerade daher, weil ich die zum Fressen gern hab. Ist das auch wirklich wahr, Blasi? 3 Finger aufs Herz. Okay. Doch nicht bei mir, sondern bei dir. Ach so. Gut, jetzt glaub ich da. Oh, aber noch was. Was? Warum hast du nachher gesagt, du gehst zu der Mooshofer-Liesel wegen dem Aufgebot? Ach, die Stasi. Das war doch gerade, weil ich dich ein bisschen eifersüchtig gemacht habe. Du, und weil der Rassel gesagt hat, ich soll die zappeln lassen. Was? Das hat der zu dir gesagt? Jawohl, das hat er gesagt. Ja, das Gleiche hat der zu mir auch gesagt. Was, zu dir? Ja, so ein Erzgauner. Ja, da sind uns ja dann wegen dem Hallo die Haufen Busel verloren gegangen. Macht nix, Stasi. Von heut ab machen wir 2 Überstunden. Halt. Du hast gesagt, ich war für die Luft. Ja, ist das jetzt auch noch so? Ja, das stimmt schon. Aber ohne Luft kann ich nicht leben. Prost, Mahlzeit. Brauchst du da schon der Schrecker? Hat's jetzt endlich geschnackelt bei euch zwei? Ja. Und wenn du nicht so einen Schmarrn geredet hättest, von wegen zappeln lassen, dann hättest bei uns zwar nur viel früher geschnackelt. Hab ich da was gesagt? Ja. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Lasstl, zur Strafe musst du, wie wir zwei heiraten, den Trauzeugen machen. Und wenn was Kleines kommt, ein Taufpaten auch noch. Jawohl, das mache ich. Diese Strafe wird angenommen. Was ist, hast du am Bauern noch getroffen? Ja, du, der ist gerade draus. Aber er hat gesagt, er kommt gleich rein. Ja, da ist er ja, der alte Ausreißer. Ha? Sag mal, du brauchst ja gar nichts hören lassen. Ha? Mei, du, ich hab so viel Geschäfte gehabt. Ja. Ich hab keine Zeit gehabt zum Schreiben. Ich muss jetzt wieder an meine Arbeit gehen. Ja, das weiß ich komm gleich nach, gell? Aber gewiss. Sag mal, was waren denn das für wichtige Geschäfte? Ja, das erzählt er dann später. Gell? Ja, also ich muss da auch ausgehen, gell? Weil ich hab auch noch ganz wichtige Geschäfte zu erledigen. Ja, hast schon recht. Lass mir deine Kundschaft nicht so lange warten. Weiß ich. Bleib in der Nähe, falls ich die brauche. Weißt du brauchst mir bloß rein, wenn es soweit ist. Ja, gut. Ja, Hans, und hat's was Neues gegeben in der Zeit, wo ich nicht da war? Nein, eigentlich nicht. Ja, bloß, dass mir der Blasi aufgesagt hat und in 4 Wochen gebe ich. Na, was du nicht sagst. Der Blase hat gekündigt. Ja, warum denn? Weil ich ihm gesagt habe, dass es nicht leid, dass es immer einen Unfrieden gibt mit der Nadel. Also, ich an deiner Stelle, ich hätte schon längst die Nadeln ausgeschmissen. Ein Hase, den kriegst du noch viel eher als wie einen guten Knecht. Das darf doch nicht wahr sein, hä? Kaum bist du wieder da, fangst du wieder an mit der alten Geschichte. Ja, Herrschaftszeiten, dann heirat doch endlich einmal. Dann brauchst du überhaupt keine Haserin mehr. Nein, nix da. Mir ist die Lust zum Heiraten endgültig vergangen. Also, nein, so kann man das nicht sagen. Aber denk dir nur, ich hab ganz zufällig die Mariandel getroffen. Das ist mir wurscht. Von der will ich gar nichts mehr hören. Ach so, ja, ich hab mir halt gedacht, dass die vielleicht interessiert, wie es ihr so geht, etc., etc. Nix da, etc. Den Mädel, die mir. Was reden wir nicht davon? Naja, ich weiß schon, was du sagen willst. Es ist nicht schön, gell, wenn ein Weiberleid nicht ehrlich ist. Von einer solchen will ich gar nichts mehr hören. Ja, da hast du recht. Und eine solche hat auch bei uns am Hof gar nichts verloren. Teufel. Jetzt habe ich Neckgang getreten. Ja, schaust denn du aus, hä? Wo kommst denn du her? Warst du über Nacht im Heistall? Ein kleines rein die Wurzel hat er gehabt. Was? Ja. Und da schaust du so grantig rein? Da darfst du auch gerade reinschauen. Der Gauner hat mir keine Ruhe mehr lassen, bis ich der Urschel einen Heiratsantrag gemacht habe. Was heiraten willst du? Was heißt denn da willst? Die Pläne wollten die Schuld dran, dass ich mich darauf einlassen habe. Ja, aber sei doch froh, Jesl, denk an die Junggesellensteuer. Wieso Junggesellensteuer? Ja, weißt du das noch gar nicht? Das steht doch bei uns in der Zeitung, dass das bei uns jetzt eingeführt wird. Ja, natürlich, freilich. Hab ich auch gelesen, ja. Ja, also hier, wenn das wahr ist, dass du heiratst, dann beglückwünsche ich dich als angehender Bräutigam. Bräutigam, wer das schon her? Ich reit schon wieder als ein Haarab auf den Kopf. Also jetzt muss ich wirklich Kreislaufstörungen haben. Denn ein normaler Mensch macht sowas nicht. Du, was ist? Ist mit der Blässe ist gut gegangen im Stall draußen. Ja, ein schönes Stürkheide habt's gekriegt. Ja, das gefällt mir fein. Weil die Stierkalbe das heutzutage selber noch am meisten Geld verdient. Also Hirsl, danke dir schon nochmal, dass du uns so gut geholfen hast. Da hab ich schon was davon.
Mit dem Dankeschön kann ich auch kein Weib nicht fordern. Ja, du hast mir übrigens die 3 Mark noch gar nicht gegeben, die du mir damals zu wenig geliehen hast. Geh, hör auf, die hab ich da gegeben. Nein. Du hast nicht abstreiten, gell? Ich hab ja ein Kurzgedächtnis. Also gib mir's schon. Also gut, meinetwegen da, du alter Allodri, du. Ja, und für das Keine herbringen, krieg ich da nichts. Ach ja, weißt du was? Da trinkst du 3 Maß Bier auf meine Rechnung und eine Brotzeit kannst du auch noch machen. Das ist aber ein Angebot. Du erlaubst schon, dass ich mir schnell noch einen Schnaps einschenke. Weißt du, das mit der Urschel, das hat mir jetzt nervlich ganz fertig gemacht. Ah, du Bauer! Hast du das gesehen? Ja, da geht an dein Schnaps. Das geht dir ein Träger, du allerweltsratschen. Sei doch du, Staat! Wenn ich der Bauer war, dir hätte ich schon lang das Haus verboten. Jetzt langt's aber, Nandl. Ich meine, für dich war es jetzt am besten, bis du ganz freiwillig deine 7 Zwetschgen zusammenpackst und von da verschwindest. Herr Wastl, das entscheide immer noch ich, gell? Ob die Nadel da bleibt oder geht. Du wirst das gleich selber rausschmeißen. Verlass dich drauf. Lassi? Ja? Lassi, da geh mal rein. Was ist, Wastl? Ist schon soweit? Ja, schau ich her. Du hast jetzt den Schlüssel, gehst in meine Kammer auf und bringst die Schachtel runter. Du weißt schon welche nicht. Haha. Nandl, auf den Augenblick hab ich mich schon lang gefreut. So, Nandl, und jetzt kommt das schlechte Horoskop, das ich dir prophezeit hab. Da schau her, Hans, das sind die 200 Mark, die da weggekommen sind. Wie kommst denn du zu dem Geld? Nicht die Mariandl hat das gestohlen, sondern die da. Was sagst du da? Ich hab's doch immer schon gesagt, so eine Schlechtigkeit hat er schon eher dir zutrauen. Wo hast du jetzt den her? Gell? Jetzt drehst du dich um. Bauer, das Geld, was der dir da gegeben hat, dieses Hexen von ihm selber. Ja, bloß damit er mich schlecht machen kann. Ich hab's doch selber gesehen, wie es die Mariandl rausholt. Der liegt doch nicht so ausgeschankt. Da hinten bin ich gestanden und hab dazu geschaut, wie du aus dem Bauern seiner Brieftasche das Geld raus hast. Und den Brief von deinem sauberen Herrn Sohn, den hab ich da auf dem Boden gefunden. Und dieser Brief ist bereits beim Anwalt. Ja. Und noch einmal sage ich, dass alles der Long ist. Also du bist doch ein unverschämtes Weibsbild. Aber das nützt jetzt alles nichts mehr. Da sind nämlich die Beweise, gell? Hans, schau einmal, gell? Kennst du das? Das? Hä? Das ist ein alter Anzug von mir. Ja. Und das da? Hä? Und das da? Ja, wo hast du denn die ganzen Sachen da Und her? Das ist ein Liebsbackel von der Nandl. Jawohl. Das sind ja alles lauter Andenken, die ich von meinem Großvater und von meiner Großmutter geerbt habe. 3 Backel Greicherts waren auch noch drin. Aber die hab ich genommen. Die hab als Marschverpflegung. Sag mal, für wen war denn das Backel da gerichtet? Für ihren sauberen Herrn Sohn. Aber der sitzt jetzt Gott sei Dank hinter Schloss und Riegel. Ja, Herrschaftszeiten, naja. Und ich hab glaubt, sie ist eine ehrliche Person. Das vergreift doch nicht. Ach, was aber angezogen da ist ja wohl. Dann kann's brummen, dieses ausschande Weibsbild. Das kannst du schon probieren, aber dann sorge die wegen angeblichen Mordversuchs. Na, sie schaut, oha. Frech werden, der hat sich auch noch auf ihr Lumperein aufstehen. Ich hätte da rumgespitzt der Boden eingehauen. Die blöde Wolken, die blöde. Lassi, schau mal hinter das Haus, da wartet jemand. Die bringt's 3, gell? Ja, du, Wastl, wer ist denn Das das? siehst dann schon weiter. Ja, aber neugierig bin ich schon, wer das ist. Wastl, wenn du das alles schon gewusst hast, warum hast du mir denn da nichts gesagt davon? Dann hätte ich doch die Mariandl nie verdächtigt. Ja, mei, da haben andere Sachen auch noch eine große Rolle gespielt. Von wegen Brandstiftung. Du, jetzt bist du mir so richtig sympathisch geworden, weil du die Nadeln ausschmeißt. Es ist ja bloß gut, dass der Blasi diesen Brief gefunden hat. Das ist mir aber jetzt schon recht arg, dass ich der Mariandl so Unrecht da hab. Sag mal, du hast doch gesagt, dass du sie irgendwo zufällig getroffen hast. Hast du keine Adresse von ihr, dass ich mich bei ihr entschuldigen kann? Ja, du, mei, da nachher hab ich's nicht gefragt, gell, aber, mei, und Frauenzell gibt's ja, 4er, 5er gibt's da, gell, das ist... Du schau mal. Was? Schau mal da raus. Ja, Freilich, das ist aus Mariandl, die mit dem Blasi kommt. Ja, tatsächlich, ja, sowas auch, das ist Mariandl. Das ist mir jetzt schon recht peinlich, dass die zu uns herkommt. Weißt du was? Ich gehe in meine Kammer und gehe erst wieder raus, wenn sie fort ist. Halt, nix da. Da bleibst. Du wolltest dich doch...
vergessen sein. Schuld war ich ja auch, weil ich dann nicht gleich die ganze Wahrheit gesagt habe wegen meinem Vater. Aber ich habe mich halt geniert. Blasi, ja, dir möchte ich auch recht herzlich danken. Weil du vor allem dazu beitragen hast, dass alles so gut aufgeklärt worden ist. Geh mal, Reandl, nichts zum Danken. Ich hab doch auch noch durch Zufall das alles gehört und gesehen. Ich weiß schon, der Wastl hat uns ja alles erzählt. Was? Was, die hat euch alles erzählt? Freilich, wo er doch die ganze Zeit bei uns war. Wie ein Kriminaler hat er mit dem Anwalt alles auskundschaftet, bis wir wieder zu unserem ehrlichen Namen gekommen sind. Jetzt schaut dir einmal diesen Verlotten an. Zu mir hat er gesagt, er hätte dich nur ganz zufällig getroffen. Ja, und er darf nicht wissen, wo du zum Erreicher bist. Ja, das war nur eine Notlüge. Und das ist ja erlaubt. Ja. Du Bauer, jetzt wo die Nandl gehen muss, da darf ich meine Kündigung wieder zurückziehen. Naja, ist mir schon recht, Blasi. Mei, da geh ja ich jetzt sofort raus. Und braucht für die Nandl einen Strauß Brennnessel zum Abschied. Das gibt der Gaudi. Bauer, jetzt möchte ich dich halt gern fragen, ob du mir wieder einsteigst als Magd. Was, da weißt du, da hat man nämlich gar keine Ruhe gelassen, bis ich wieder mitgegangen bin mit ihm. Tja, also, so leid's mir tut, aber Magd kann ich momentan wirklich keine brauchen. Ich mein, aufdrängen möchte ich mich nicht. Dann gehe ich halt wieder. Wann geht denn der nächste Zug? Der nächste Zug? Überhaupt nicht mehr. Denn die Strecken ist seit heute Nachmittag eingestellt worden. Ja, aber die Nandl fährt doch auch weg. Ja, aber das ist ja ganz was anderes. Für die haben wir mir einen Sonderzug bestellt. Damit wir das Jahr recht geschwind zum Dorf ausbringen. Also wie gesagt, Magd kann ich momentan wirklich keine brauchen. Aber eine Bayerin braucht die notwendig. Mariandl, willst du nach all dem, was vorgefallen ist, mein Weib werden? Das hast du mich schon einmal gefragt. Und ich hoffe heute zum letzten Mal. Und? Sagst du ja? Ja, Hans. Jetzt sind sie auf Wolke 7. Ja, und ich muss jetzt wegen dir auch heiraten, du blöde Wolken, du blöde.